Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge uns ja mega um die Mine gekümmert und haben uns im letzten Moment eigentlich da rauf wieder in unser Haus gewagen, weil ich kein Essen mehr hatte. Und eigentlich habe ich im Großen und Ganzen vor, wieder in die Minen runterzusteigen, dass wir die komplett fertig machen können. Das Einzige, was ich aber jetzt zuerst machen will, ist eine Hose, weil wir haben ja keine Eisenhose mehr. Und dadurch, dass wir so viel Eisen wieder gesammelt haben, kann ich mir die jetzt auch gönnen. Jetzt sind wir wieder komplett ausgerüstet. Und das andere ist, ich habe ja für Zuckerrohr, die automatische Zuckerrohrfarm, so muss ich sagen, noch einen Block gesucht, den ich da unbedingt mit dabei haben. Ich habe noch herausgefunden, wie der heisst, aber wir können den noch nicht machen, also er ist auch noch nicht da drinnen. Und zwar der Beobachter. Ich weiss, mega cooler Name, der Beobachter. Das können wir aber so stehen lassen. Und zwar müssen wir für das noch in die Höhle Quarz sammeln. Darum wird er mir da drinnen noch nicht angezeigt. Für das haben wir ein bisschen erkundet. Das heisst, eigentlich gehen wir jetzt aber wieder zurück in die Mine. Also haben wir alles dabei, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Dann gehen wir aber zurück in die Mine. Dann schauen wir, dass wir in der Mine unten jetzt noch ein paar Sachen abbauen. Also, dass wir jetzt noch ein bisschen weiterkommen. Das wollte ich aber gerade sagen. Es ist schon eigentlich noch Nacht. Also, eigentlich könnte ich jetzt schlafen, aber es spielt ja eigentlich keine Rolle. Weil das, dass wir in die Mine runtergehen, spielt es keine Rolle, ob Tag oder Nacht ist, aber wie es aussieht, hat das Skelett das ganz anders gesehen. So, haben wir die Türen und gerade mitgenommen und sonst sieht eigentlich alles recht friedlich aus. Ich bin mir gerade überlegt, ob wir noch ein Kühe füttern, weil wir müssen die eigentlich noch vermehren. Ich glaube, das machen wir noch ganz kurz. Jetzt tun wir mal ein bisschen durch die Nacht wandern, ist doch einmal schön. Besonders weil wir halt so gut und schön ausgeleuchtet haben, sehe ich da drinnen sowieso kein grösseres Problem. Dann gehen wir noch zuerst mal unsere Kühe füttern, damit die da auch wieder sich ein bisschen vermehren. Eben damit müssen wir dann auch noch ein, zwei Sachen umbauen und dann mehr Laternen und alles. Aber für das gehen wir dann sowieso in die Hülle. Eben weil wir Quarz brauchen. Wir brauchen aber nicht nur Quarz, wir brauchen dann auch... Also wir brauchen noch andere Sachen wie Glowstone. Oh Scheibe, ich habe aus Versehen geschlagen. Komm da, ich fütter neu alle. Also langsam werden es immer mehr, das ist schon mal gut. Die Schäfchen tun wir jetzt ausnahmsweise auch füttern. Und jetzt habe ich noch einen, kann ich dann eine Kuh füttern. Haben wir noch geschafft, okay. Voilà, dann haben wir das ja auch schon wieder erledigt. So tut sich unsere Kuhfarm langsam weiter vermehren. Das Schäfchen hat sich dort hinten schon einplatziert. Das ist mein Raum, da kommt keiner rein. Ah doch, da. Jetzt kann es Baby machen. Können es vielleicht Baby machen. Aber ich glaube, also meine Kuhfarm, die gefällt mir. Die gefällt mir, also unsere Kuhfarm. Aber dann machen wir uns in dem Fall nach der Mine auf in die Höhle. Das heisst, wir sind jetzt die Mine am Abfarmen, nachher wir die Höhle abfarmen. Und danach sehen wir dann weiter, was wir genau machen wollen. Also, nein, ist eigentlich klar. Also danach machen wir eine Zuckerrohrfarm. Danach noch einen Verzauberungstisch, weil das ja auch noch vorgeschlagen worden ist. Also für mich ist klar, dass ich zuerst eine Zuckerrohrfarm bauen will. Wir brauchen ja sowieso Zuckerrohr, um eine Bibliothek bauen für den Verzauberungstisch. Darum tun wir dann das irgendwie so ein bisschen vereinen. Also dass wir zuerst Zuckerrohrfarm bauen und nachher den Verzauberungstisch. Also Verzauberungstisch mit Bibliothek rundum. Und dann würde ich sagen, dann sind wir da schon wieder in der Mine drin. Eigentlich könnten wir jetzt mal versuchen, da ein paar Sachen wegnehmen. Das geht verdammt weit hinten. Das geht mega weit hinten. Da hätten wir... Ah, dort hinten hat es wirklich sogar einen Spawner, glaubst du, dort. Alles klar. Dann müssen wir uns halt darum später kümmern. Weil wir brauchen eben sowieso den Verzauberungstisch, um die Spawner abzubauen. Weil ich wollte dann noch ein bisschen einen Spawn bauen, wo wir selbst... Also, wie sage ich dem? Eine Selbstanlage. Also eine Anlage, wo du den Monster farmen und wir Gegenstände von denen bekommen. Das ist eigentlich so das Ziel. So. Ich glaube, ich mache mir jetzt ganz kurz noch schnell eine Axt. Das hätte ich eigentlich auch vorher noch schon machen können. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir uns nicht lange aufhalten und direkt einmal... jetzt habe ich da wieder übertrieben. So. Dann lassen wir uns nicht lange aufhalten, sondern direkt einmal wieder ein bisschen weitermachen. Das können wir noch da rein tun. Das können wir eigentlich auch noch da rein tun. Haben wir noch etwas im Ofen gehabt? Also wenig Eisen haben wir nicht. Haben wir noch irgendetwas, was wir gerade verarbeiten? Sieht nicht noch aus, sondern Enderperlen haben wir. Wir haben einfach eine Enderperle gefunden. So nice. So nice. So. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ich würde sagen, wir sind, glaube ich, da hinten irgendwo stehen geblieben. Ich wollte eigentlich dort weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Und nachher der Rest, weil da sind wir ja auch noch nicht gewesen. Da haben wir dann auch noch eine Abzweigung. Genau, weil da hinten sind wir gewesen. Da haben wir alles schon gründlich abgebaut. Da hinten ist, glaube ich, ein Sackgasse. Genau. Okay, das heisst, wir sind da beim Spawner zu. Also, schlemmen wir uns schon mit der Axt. So. Genau, aber da hinten haben wir da schon alles abgebaut. Da hinten. Also da haben wir alles abgebaut, Ich glaube, da sind wir etwa stehen geblieben beim letzten Mal. Da haben wir, glaube ich, ein Kistchen gefunden, wenn ich mich nicht täusche. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns jetzt da mal zuerst mal ein paar Lichter in die Hand, damit wir da ein bisschen ausleuchten, das Zeug.
Und wie wir sehen, also die Mine ist riesig. Da geht es auch noch runter. Da unten steht irgendeiner. Er will mich verschrecken. Aber das lasse ich nicht zu. Wir tun sowieso zuerst mal alles andere abbauen. Oh, da rein! Ja moin! Einfach nochmal ein Kisteli. Kisteli. Ich komme nicht an. Dann müssen wir zuerst mal das Kisteli noch machen. Was haben wir denn wunderschön? Jawohl! Wir haben endlich genug Antrittsmaschinen für unsere Zuckerfarm. Wuhu! So, das tun wir alles da rein. Dann haben wir sogar noch ein Stückchen Brot und ein Goldstückchen. Mit diesen 3 Schienen haben wir jetzt eigentlich alle Materialien zusammen zum... Also ausser Beobachter. Ich finde den Namen immer noch eins zu viel. Ausser der Beobachter. Aber die kommen wir dann über, wenn wir dann im Netter waren. Dann müssen wir eben ein bisschen Quarz farmen. Gehen wir ein bisschen Quarz farmen. So, nehmen wir da schönes Eisen mit. Jetzt glaube ich gerade kein mehr. Okay, ich mache da noch schnell Fackel ran. Und dann bauen wir nämlich auch wieder alles ab, so wie wir das jetzt schon die ganze Zeit gemacht haben. Und ich denke, wenn wir uns jetzt nicht lange aufhalten lassen, sind wir wahrscheinlich sogar ziemlich schnell dran, die Mine bald fertig zu durchforscht haben. Weil wir haben jetzt wirklich, also in meinen Augen, recht ein grosses Stückchen schon anbekommen. Und sonst können wir uns dann einmal überlegen, also wenn es jetzt wirklich allzu lang geht, können wir uns auch überlegen, dass wir die Mine noch mal ein bisschen verschieben, weil eben so weit weg ist es jetzt nicht, dass wir jetzt unbedingt müssen jetzt gerade die Mine fertig machen. Aber das dürfen die mir sonst gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt gar keine Lust drauf habt, noch mehr Mine sehen, dann würden wir dann schauen, dass wir dann direkt mal die Hülle noch machen, ein bisschen Quarz farmen und uns dann wieder ein bisschen ums Bauen kümmern und vielleicht danach dann noch den Rest von der Mine können machen. Das können wir uns ja dann noch anschauen. Wie schmackhaft für das alle wäre oder wie wir genau das machen wollen. Also denke ich mir jetzt so. So. Oh, da bin ich glaube wirklich froh, habe ich noch einen Axt gemacht. Ich glaube, den Bereich lassen wir jetzt mal noch schnell aus. Wir gehen jetzt wirklich schnell alles gerade aus. Wir gehen wirklich zuerst alles gerade aus machen, weil da jetzt ziemlich viele Schienen, die ich gerne mitnehmen würde. Zack, und ich glaube, wir nehmen jetzt zuerst mal alle Schienen weg da. So, ne? Da haben wir, glaube ich, jetzt alles weggenommen, genau. Da haben wir alles wunderschön weggenommen. Ach, das läuft ja einwandfrei. Gemütlich, schmackhaft. So, ne? Dann kommen wir recht wieder viele Schienen über, ja. Plus haben wir noch ein Kisteli, plus haben wir nochmal so ein Zugfahrteil, wo wir reinhocken können. Wie heisst das schon wieder? Lore. Plus haben wir dann noch eine Lore gefunden. Ist doch ziemlich nice. So, wahrscheinlich müssen wir dann sowieso nochmal so eine Schere machen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, es krabbelt die ganze Zeit neben mir rum. Die verdammten Geräusche, die machen mich fertig. Und jetzt haben wir ein Spinnennetz vergessen. Das schnappen wir uns noch. So, dann machen wir noch gemütlich weiter. Nächste Position. So, die Kohle lassen wir jetzt mal da. Weil Kohle haben wir jetzt wirklich ein bisschen viel. Mir ist auch noch gesagt worden, dass wenn ich allzu viel Kohle habe, um es besser zu transportieren, soll ich die doch zu Kohleblöcken machen. Also dass ich eigentlich irgendwelche Blöcke mache. Kohleblöcke. Also das, ich glaube, da tut man dann Blöcke komplett ausfüllen im Werkzeugbank so. Komplett. Und dann gibt es immer einen Kohleblock. So tut man eigentlich das Material ein bisschen, wie sagt man dem? Ein bisschen verringern. Also dass ich weniger Materialien müsste umeinander tragen, wenn ich viel zu viel davon hätte. Aber ich glaube, das ist momentan noch nicht der Fall, dass wir sowieso am Anfang von allem unsere Kisten haben, von dem Minenschacht. Und wir dort immer momentan alles transportieren können. Wäre es vielleicht eher eine Option, wenn wir dann blöd gesagt da rausgehen. Aber das dürft ihr entscheiden. Also wenn ihr sagt, das ist schon wirklich zu blöd, dass ich da die ganze Zeit in den Minen rumhusche, dann können wir das natürlich in die Kommentare hineinschreiben und dann können wir uns das anschauen, dass ich das irgendwie noch mal ein bisschen verschiebe. Oder dass wir wirklich zuerst komplett Mine machen. Das wird sich auch wahrscheinlich wirklich ein bisschen ziehen, besonders mit dieser lustigen Strategie, die ich da habe. Kann sich das wirklich noch einen Moment ziehen. Aber mich stört es natürlich nicht. Aber so kann ich ein bisschen quasseln. Doch so kann ich ein bisschen abbauen. Genau so, wie ich es gerne habe. So. Da vorne auch noch ein Spinnennetz. Zack. Und dann nehmen wir da die Schiene mit. Dann höre ich wieder das Quick. Ich wundere immer, was das ist. Das Quick. Das war ein Geräusch. Das macht mich wieder. Die Spinne macht mich noch wieder. Ah! So. Haben wir den Teil nämlich auch schon wieder gemacht. So, da oben haben wir dann gerade wieder Eisen. Das nehmen wir natürlich auch mit.
Oh, ich bin so gottesfroh, dass wir jetzt alle Materialien zusammen haben für Zuckerrohr, außer jetzt eigentlich nur der Quarz. Aber den Quarz sollten wir eigentlich schnell und gut zusammenbekommen, aber das sollten wir in der Höhle dann en masse finden. Und gleichzeitig können wir dann eben schauen, dass wir in der Höhle noch gerade den Glowstone holen. Also das, was ich eigentlich sowieso vorgehabt habe, plus minus. So, zack, da hinten geht es dann auch wieder weiter. Aber das interessiert uns jetzt gerade momentan nicht. Ich leuchte jetzt schnell da aus, weil da hat es nämlich eine Spinne, genau. Jetzt habe ich meine Fackeln abgebaut mit dem Schwert. Ach, die sind so nervig, weil sie mir die ganze Zeit so rumgumpen. Aber es sind halt Spinnen, was wollte ich machen? Da vorne haben wir wieder einen Spawner. Nochmal einen. Genau, jetzt. Zack, eine Fackel draufstellen und jetzt sollte eigentlich nichts mehr können abarbeiten. Das heißt, wir haben schon 2 Spinnenspawner gefunden, die wir dann abbauen können. Aber das brauchen wir dann eben noch Behutsamkeit. Also blöd gesagt, wir sind allem dran. Es kommt mal zu Mal immer besser. So, da oben hat es noch Spinnen, die sich gerade versteckt hat. Oh mein Gott, hey, die hat mich verschrocken. Sali. So. Bauen wir da noch schnell das ab. So, Kohle wollte jetzt, aber lassen wir jetzt mal vorübergehen und schon ein bisschen stehen. Könnte das der andere Eingang sein? Der so vernetzt war und ich gesagt habe, den machen wir dann später. Jetzt müssen wir zuerst mal wirklich das abbauen, damit ich da überhaupt dran komme. Jetzt müssen wir zuerst mal das abbauen. Da oben haben wir nochmal eine Spinne, die sich versteckt. Also versteckt. Selber stecken bleibt, wie es aussieht. So, dann bauen wir da mal alles ab. Lecker, das hat verdammt viel. Ich glaube, ich muss nachher nochmal so eine Schere machen, damit das überhaupt langt. So, aber ich glaube wirklich, das ist der andere Ausgang dann. Es ist cool, dass wir das machen, aber das bedeutet, dass wir langsam durch die Mine durch sind eigentlich. Wenn wir das fertig haben. Jetzt wäre aber gut, wenn wir komplett rauskommen, aber ich glaube, die Schere langt nicht mehr wirklich. Weil dann könnten wir gerade auf die andere Seite schnell zu unseren Materialien. Da hinten geht es noch recht weit weiter. Wir müssen sogar noch mal schnell zurückgehen. Wir müssen da sogar noch mal schnell zurückgehen. Oh Jägeli, da durch. Also wir sehen, wir haben jetzt recht viel abgebaut schon wieder. Also wir kommen da ziemlich fleissig vorwärts. Es fehlt noch sehr viel, aber gleichzeitig, ja, ist auch nicht mehr viel. Man kann es jetzt sehen, wie man es will. Man kann es jetzt so sehen, wie man will. So. Ich höre irgendetwas rumlaufen, das betrifft uns aber gerade nicht. Das nehmen wir noch mit da. So. Können wir das gerade wieder in den Ofen rühren alles. So. Jetzt können wir da schnell güchseln. Nein, nicht da. Gehen wir zuerst da an, dann rühren wir nämlich das Eisen nochmal rein. Dann rühren wir da jetzt einfach mal alles wieder rein, damit wir das Zeug alles auf Safe haben. Loren nochmal, kann man die denn nicht stacken, die Loren? Nein, die kann man nicht stacken, okay. Samen tun wir auch da rein und dann das Brot können wir ja eigentlich noch mitnehmen. Kisten tun wir auch da rein. Ja, es läuft gut, es läuft gut. Dann brauchen wir nochmal 2 von denen. Dann können wir da, ich glaube es ist, ich weiss sogar auswendig langsam, jawohl. Okay. Jetzt gehen wir nochmal in die Richtung, jetzt habe ich schon überlegt, ob wir da von außen schauen. Aber dann bin ich immer noch unsicher, ob es jetzt am gleichen Ort ist oder nicht, weil ich noch nichts Zeug abgebaut habe. Darum machen wir jetzt zuerst mal die Richtung. Aber cool ist, dass wir jetzt wirklich noch einen zweiten Spawner gefunden haben. Also man findet da immer mehr Sachen. Das heisst, wir haben schon 2 Spinnenspawner, die wir dann brauchen können, um eine Farm machen. Eine wunderschöne Farm aus Monster. Jawohl. Das war da durch. Genau, da durch. So. Und da tun wir schon beleuchten. Da vorne haben wir wieder irgend so einen Löli, wo wir gegen den Keks geht. Ich glaube, der hängt sogar in den Spinnennetzer fest. Jetzt können wir gerade schon mal glückseln. Ja, du willst es wirklich wissen, hä? Jetzt hinten jetzt nochmal ein Skelett. Also wir müssen nachher schauen, dass wir schnell ausleuchten. Sonst haben wir da die ganze Feinde am Viertel. Ah! Wo kommst jetzt du jetzt wieder her? So. Nice, okay. Und dann haben wir da noch schnell einen Zombie. Komm, dich tun wir schon mit der Axt. Nice, okay. Und dann müssen wir wirklich jetzt schon ein bisschen ausleuchten da. Müssen wir da wirklich schon ein bisschen ausleuchten. Da unten ist, glaube ich, jetzt noch eine normale Höhle, hä? Da ist keine Dingshöhle mehr. Keine Mine mehr. So, wie viele Höhlen wollen denn da noch kommen?
Ah, da vorne haben wir nochmal einen Löli, der steckt aber, glaube ich, ein bisschen in den Spinnennetzer fest. Dann können wir da zuerst mal ein bisschen etwas abbauen, so, dass er schneller zu uns kommt. Der ist wahrscheinlich seit 10 Jahren am Durchlaufen, weil so langsam wie man da durchläuft, das dauert, glaube ich, wirklich in eine Ewigkeit. Also. Oh, da ist nochmal einer. Wie lange bist du jetzt echt da drinnen gefangen gewesen, bis ich gekommen bin? So. Nein, ich glaube, das ist sogar ein anderer. Nein, aber das ist doch nicht der vordere Eingang, aber es hat trotzdem so viele Spinnen jetzt. Ah, das ist da, wo das Gras in der einfach das Gras ist, das ich mal angeschaut habe. Wir sind also schon langsam wirklich komplett einmal rundherum. Nice. Aber ich finde es so lustig, dass die Mine mit der anderen Höhle plus minus verbunden ist. Weil das ist auch wieder eine Höhle, das hat ja nichts mehr mit Minen zu tun eigentlich. So, komm, dann leuchten wir da noch schnell ein bisschen aus. Oh, ein Creeper, aber den können wir ignorieren. So, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt ganz kurz nochmal alles ab da und dann können wir gerade weiter forschen. Aber das heisst, wir sind jetzt einmal komplett rundherum. Also ich glaube, wir haben langsam den grössten Teil von der Mine wirklich abgerackert. Ich weiss auch nicht, ob wir noch mehr Kisten finden in den Minen oder ob es da so ein Maximum gibt von 2 oder maximal 3 oder so. Das weiss ich natürlich auch nicht. Das heisst, es wäre vielleicht, ja, vielleicht treffen wir nochmal auf so eine Lore mit einer Kiste drinnen. Das wäre natürlich ziemlich praktisch. Und sonst schauen wir mal weiter. Dort hinten einfach eine Fledermaus. So, dann haben wir das hier abbauen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal da weiter. Da zuerst mal ein bisschen ausleuchten. Zack. Ja, da haben wir doch noch ein bisschen etwas zu tun. Bauen wir doch zuerst mal wieder alles ab, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich glaube, nachher gehen wir dann nochmal zurück, das Zeug abgeben. In unserer Kiste. Die nehmen wir mit. Obwohl wir langsam recht viel von denen haben, muss ich sagen. Von denen haben wir wirklich langsam recht viel. So, holen. Und ich bin eh unsicher, ob wir dann wirklich nochmal einen Abschnitt übersehen in der Mine. Aber für das müssen wir jetzt auch... Wir müssen einfach mal vorwärts kommen. Schön langsam vorwärts kommen. So, nehmen wir weg. Hat es da gerade nochmal eins? Nein. Okay. So, oder? Und das ist doppelstöckig, das heisst, da oben hat es auch noch Minen. Also, soweit ich gesehen habe, haben wir unter uns noch Minen, wir haben ober uns noch Minen, also wir haben nicht wenig zu tun. Es könnte wirklich noch grösser sein, als ich denke. Also ich bin eigentlich schon die ganze Zeit in der Vermutung, dass wir langsam durch sind. Und sich jetzt langsam alles ein bisschen vereint, aber... Doch, weil da sind wir schon gewesen. Da unten habe ich alles abgebaut. Wieso jetzt liegt denn da... Nein? Da unten sind wir noch nicht gewesen. Okay. Da unten sind wir noch nicht gewesen. So, aber das da eine könnte das Wasser sein, wo wir den Creeper beim letzten Mal drüber gesehen haben. Aber wenigstens finden wir jetzt mal ein paar Schienen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ein bisschen an Schienen mangelt es. Also früher hat man viel mehr Schienen in der Mine drin. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es sind immer weniger. Also weniger als Totsmal. Totsmal bin ich irgendwie mit 5, 6 Stacks. Ist da hinten oben wieder eine Schiene? Ist eine Spinne, die sich versteckt, he? So ein Löli. Bin ich wirklich mit so 5, 6 Stacks an Schienen eigentlich aus einer Mine rausgegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir so... Ja, jetzt sind wir ja knapp über 64. Da unten jetzt auch noch dann. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Eisen. So, jetzt müssten wir das da auch noch irgendwie abbauen. Der grösste Teil wird wahrscheinlich runterfallen, aber das können wir ja so annehmen, das ist ja kein Problem. So. Was ist das da? Ist das eine Spinne in der Wand, die glitscht? Ich glaube, das ist eine Spinne in der Wand, die glitscht. Und das Holz lassen wir jetzt heute mal liegen. So, machen wir da weiter. Tun wir wieder ein paar Lölis. Hey! Jetzt einfach die Schienen abgebaut. Ich wollte die. Das Wichtigste von allem hat es einfach abgebaut. Ja, hoi. Jetzt habe ich schon gemeint, du wolltest mit mir einen Spaziergang machen. So wie du neben mich gestanden bist. Bumm. Okay, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da noch mehr auftaucht. Ne, da ist nochmal irgendwo einer. Da. Okay.
schnell etwas fooden, sonst sind wir ein bisschen am Viertel. So, dann würde ich sagen, wir bauen uns direkt wieder schnell hier rauf. Ich wollte eigentlich nur unbedingt die Schienen aufnehmen. So, da. Und jetzt bauen wir uns hier schnell über. Den Stein brauchen wir sowieso nicht. Hä? Ah! So. Ich frage mich jetzt gerade, wo die wieder hergekommen ist. Ach, Jägerli. So. Also wir zuerst das Brot schnell. Wieder Leben anfüllen. Und wir können in dieser Zeit auch mal schnell da hinten güchseln. Ah, da sind wir schon gewesen, hä? Ah, wieso kommt der da durch? Eben, der kommt da nicht durch. Schwert brauchen wir auch schon in Kasten Neues. Ja, moin. Und da sind wir wieder da bei dem Abgang, hä? Das heisst da, ja, wir sind fast drum rum. Aber nur fast, jetzt dürft ihr mir so ein Kommentar hineinschreiben, was ihr wollt. Wenn ihr, dass ich in der nächsten Folge noch weiter in der Mine arbeite. Oder soll ich die Mine dann noch mal ein bisschen verschieben, hä? Hä? Wo kommt jetzt der? Wo kommt jetzt das Viech wieder her? Wo ist jetzt das wieder hergekommen? Oh Jägerli. Also wir haben wirklich einen grossen Teil haben wir schon gemacht, aber ich glaube eben, da fehlt noch einiges, so wie es aussieht. Jetzt hätte ich eigentlich auch dazwischen durchlaufen. Wie es aussieht, fehlt da wirklich noch ein bisschen einiges. Aber jeder von mir jetzt in die Kommentare schreiben, wenn wir uns in der nächsten Folge mehr in die Höhle gehen und dann wieder bauen und nach dem Bauen eigentlich wieder zurück in die Mine kommen. Oder sollen wir doch noch ein bisschen mehr in der Mine chillen, bis wir da mal alles durch haben. Da würde mich noch wundern, was ihr da davon haltet oder sagt. Das Einzige, was ich noch schnell schauen ist, da hinten ist nämlich, ich glaube, es gar nichts mehr, gell? Ja, dann bauen wir das da ab, dann muss ich da nicht nämlich die ganze Zeit jedes Mal da durchlaufen und das Gefühl haben, da hinten geht es auch noch. Dann haben wir nämlich den Teil auch erledigt. So, aber wirklich grösser die Mine, als ich erwartet habe. Viel grösser, als ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass die ein bisschen kleiner ist. So. So. Moin, okay. Moin, okay. Das heisst, wir gehen jetzt mal schon wieder zurück zu unserer kleinen Station. Die ist irgendwo da hinten. Wenn man sich vorstellt, dass da alles voller Mine war und wir einfach alles abgebaut haben, ist schon ein bisschen crazy. Was haben wir da? Geht es denn da noch viel weiter? Ah, da ist jetzt das Gras, wo wir gelandet sind. Das heisst, eigentlich geht jetzt da nur noch die Strecke da durch. Also nur noch. Halt. Da kommen wir dann da an, wo wir jetzt auch vorher waren. Ich glaube, wir haben es wirklich langsam. Ich glaube, wir haben die Mine langsam durch. Ich glaube, wir haben sie wirklich langsam durch. Dass wir uns das nächste Mal sonst in die Richtung wagen. Komm, die nehmen wir noch mit. Gut. Da unten hat es noch Eisen. Wieso hat es da noch Eisen? Das haben wir auch noch mit. So. Jetzt muss ich den Anfang finden. Ich glaube, der Anfang war irgendwo da hinten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jawohl, okay. Dann haben wir das hier auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, wir rühren hier direkt mal wieder Eisen rein, damit das wieder bröteln kann. Damit wir da wieder unsere Taschen leeren. Und eben, dann dürft ihr mir in dem Fall beim nächsten Mal liebend gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, ob ich weitermachen soll oder nicht. Ich würde sagen, eigentlich sollte es lange, wenn ich jetzt so mache. Ich glaube nicht, dass die da über die Kiste drüber kommen. Dann würde ich auch im Großen und Ganzen sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar, ein Abo, ein Like da. Könnt mich eben informieren, ob ihr weiter in die Mine sehen, sonst will ich dann einfach mal weitermachen. Oder ob wir in der nächsten Folge eben richtig Höhle gehen, also richtig Hölle und also nicht der. Und weiter gehen, dann danach gehen eigentlich bauen, also eine automatische Zuckerrohrfarm, Bibliothek und so weiter und danach wieder in die Mine. Also ich kann mich da anpassen, ich habe allem Freude. Also danke vielmals fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde in Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und wow. Ciao.